So, wer hätte das gedacht? Gott sagt mir, das wird die letzte Schlacht. Heute Nacht hat er mir einiges gesagt und jetzt bin ich bereit. Letztes Mal ein Märli zu singen. Ein letztes Mal mein Schwert zu singen, schwingen. So ist es. Weil die letzte Schlacht ist zwischen Gut und Böse. Und Wallis, der Krieg wird gerade da vor euren Türen ausgeführt. Wallis, ihr dürft jetzt entscheiden, wenn das Gut oder Böse da weiden. Also vor allem geht es um den Triester. Der Rest, das sei dahingestellt. Aber die Frage jetzt, die gestellt wird, und die Antwort, die bestellt wird, direkt von Gott, weil er sagt, durch mich, weil ich bei seinem redenden Gedicht, sagt er verschiedene Sachen. Der eine nimmt es ernst, der andere tut lachen. Es gibt zwei Hexen, die sich reingemischt haben. Sabrina, Hex, Hex. Achtung, du bist gewarnt worden, sagen mir die Engel. Und auch die Elfen und auch die Waldfee, all Zauberwesen sagen, Sabrina, Hex, Hex, hat man gewarnt. Und jetzt ist es aber so, im grossen Plan, es steht auch niedergeschrieben, Auge um Auge. Und wenn du probierst, im Glauben vom Teufel, ein Kind Gottes zu vergiften mit dem schwarzen Magie, dann tut es leid, weil Auge um Auge geht es um Kinder. Gottes Kinder oder deine Kinder. Das ist die Botschaft, die ich dir überbringen muss. Es tut ganz böse klingen, ich weiß, aber hey, ich bin nur der Geucht. Dann gibt es eine zweite Hex, der Hex vom Lebkuchenhaus. Kommst du raus? Das ist die keine Kinder hat. Ja, vielleicht hat sie vergessen, wie lieben. Oder sie tut es lieber essen. Ich habe vergessen, wie die Geschichte so geht. Aber es steht ganz, ganz Grimm von den Gebrüdern immerhin. Die Gebrüder Grimm, die hätten die Lösung. So ist es. Ganz, ganz klar. Da im Oberwallis haben sie eigentlich einen ganz bestimmten Stab. Und die ganze Sache ist politisch. Jetzt, klar, geht es zwischen mich und meine Frau. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, ich weiß es auch. Grundsätzlich tief im Herzen wäre sie ganze Liebe. Aber, sie hat sich entschieden, mit dem Teufel ins Bett zu gehen. Versteh mich nicht falsch, mit einem Drogendealer im Bett zu liegen. Sie tut lieber mit jemand anderem mit meinen Kondom ficken. Mir egal, weil freie Liebe ist ja legal. Obwohl, du bist ja noch meine Frau und das weißt du ganz genau. Aber Oberwallis, ich frage euch bloß, was habt ihr lieber? Der Gott oder der Teufel? Hey, und apropos Verleumdung. Alles, was aus meinem Mund kommt, kommt aus einem Grund. Kommst raus, weil es Gott es mir sagt. Und ich bin bereit, vor jeder Gericht anzustehen, weil ganz klar kann ich es ganz, ganz leislich beweisen. Alles, was sie sagt, drum ist es auch keine Verleumdung. Weil, was der Teufel immer wieder gern vergisst, ist, dass Gott alles sieht, auch was er macht. Und ganz, ganz klar sind Muster da. Und ich weiss, weil mich Permakultur heiß macht, wie mir das Ganze anlacht. Und ich könnte sogar der Kriminalpolizei zeigen, oh, ich bin wirklich kein Feige, ich habe vor nichts mehr Angst. Ich könnte der Kriminalpolizei zeigen, wie man alles beweisen kann. Und in der Bibel
ist der Josef ein Zimmermann. Aber da ist nicht jeder Josef ein guter Mann. Die einen sind im Geschäft mit dem Teufel oder sind es mit den Drogen. Aber eins ist klar, jeder Bauer, sein Geschäft ist Mist. Aber die einen Bauern haben mehr Mist im Mist. Oh, was ist denn das jetzt für ein Überlist? Der Colin sagt ja jetzt eins noch klar. Heute, ja, da bin ich noch da. Aber mit 7 Franken in meinem kranken Portemonnaie kann es auch sein, dass ich mich jetzt in diesem Video das letzte Mal gesehen habe. Mir ist es gleich, ich bleibe sehr gern da. Mit Gott an der Seite, mache ich gern weiter. Himmel auf Erden, ohne Beschwerden, da in der Dresden. Die Vision ist klar. Die Design, noch viel besser. Und Gottes Armee hat es auch schon gesehen. Und die sagen, sie machen mit auf Schritt und Tritt. Vom ganzen Universum, vom ganzen All, ja sogar der ganze Planet wird jetzt mitmachen. Und der Wallis Tourismus, das wäre ein Genuss. Nicht nur Drogensüchtige würden davon profitieren, sondern jede Familie. Und was ist euch lieber? Das ist die Frage. Darum, die Frage an Oberwallis. Das Thema ist jetzt politisch. Ganz, ganz klar. Meine Frau und ich, da gibt es keinen Kompromiss. Weil Little Miss ist bitter und will mich kaputt machen. Aber als Geucht kann ich nur lachen. Ich bin unzerstörbar, aber nicht mehr lang da, wenn der Oberwallis mich nicht will und lieber den Teufel im Dresden will haben. Darum ist es jetzt ganz, ganz klar, sage ich Prost. Es ist freie Wahl. Für mich sage ich ganz klar, ich stehe gerade da mit erhobenes Hauptes und kann behaupten, ich kann zeigen, was ich kann. Jetzt ist es an euch, wie und wann. Verrichter! Ich bin kein guter Dichter, aber ein Geucht und ein Permakulturbauer. Und eigentlich wette ich nur Himmel auf Erden, ohne Beschwerden, da im Oberwallis. Was die andere will, das weiß kein Schwein. Aber ich weiß, sie ist nicht allein. Weil da Bauern sieht man im YouTube, und nur ich. Schau mal, und ich zeige sogar mein Gesicht. Ganz, ganz stolz. Mache ich auch mein eigenes Holz. Jetzt ist nur die Frage. Wie soll es weitergehen? Weil auch die im Lebkuchenhaus kauft sich neues Land da. Obwohl, kann sie bauen? Sie kann pflegen. Das macht mich verlegen. Auch sie ist bitter. Und zusammen die 2 Frauenritter sind super Vorreiter zum drüber reiten. Nein, das ist gelogen. Vielleicht, ich habe keine Ahnung. Aber ich weiss, dass der Drogengeschäft ganz gern dabei wäre. Und der Drogen, das ist nicht gelogen. Das Drogengeschäft, das gehört dem Teufel. Der Rest lasse ich euch selber überlassen. Ich habe meinen Test bestanden. Jetzt haben die verstanden. Ihr müsst entscheiden, wer tut in Zukunft den Ersten beweiden. Gott oder der Teufel. Und noch eins ist klar. Da in meinem Herzen kann ich alles ohne Scherzen ganz bewusst sagen, ich habe beides drin. Der Engel wie der Dämon. Und mich gibt's nur einmal. Ich bin kein Klon. Aber dafür Gottes Geucht. Und darum sage ich jetzt Tschüss, Ade. Ich liebe euch.